Deftig, hausgemacht. Ein Sortiment wie vor 30 Jahren. Bewusst altbacken führt der 36-jährige Stefan Fieder seine Metzgerei. Fleisch kauft er nur von Landwirten, die er kennt, wie dieses 100 Kilogramm schwere Ochsenviertel. Vorher war er jahrelang in einer Fleischfabrik und zuständig für die Herstellung von über 500 Tonnen Wurst wöchentlich. Den Arschtritt hat mir sozusagen der letzte Arbeitgeber gegeben, um zu sagen, also, das will ich einfach so nicht mehr. Das will ich so nicht mehr. Und im Endeffekt, da ging es ja auch nicht mehr wie jetzt um einen Rohstoff oder wo kommt es her, sondern da geht es einfach nur noch um Abarbeiten, Fleisch, Zahlen, Zahlen, einfach nur Zahlen. Wieso wolltest du eine eigene Metzgerei eröffnen? Naja, weil ich im Endeffekt mein Konzept, was ich mir vorstelle, was ich im Kopf habe, nur umsetzen kann, wenn ich tatsächlich dann mein eigener Chef bin. Ne? Aber eigentlich ist es so ein bisschen retro, wie du Metzgerei betreibst, oder? Ja, voll, aber das war ja die schönste Zeit vor der Metzgerei, denke ich. Also klar, wenn ich jetzt so wie der Erich, der hat ja hier vor 30 Jahren schon gearbeitet, der wo für uns dann Bratwürste brät. Und der sagt, Stefan, bei dir ist es wie früher. Und komischerweise passt sich auch die Kundschaft drauf an. Also wir verkaufen ja auch tatsächlich auch lauter Sachen wie früher. Also ob das jetzt die Blutwürste sind, Leberwürste. Gestern war jemand da gewesen, hat gefragt, ob wir Schweinehirn haben. Dann Geschlinge, Herzen, also so diese ganzen Artikel, was früher so gängig waren. Also keine Diätwurst. Oh nee, das schaut ja schlecht aus bei uns. Aufgewachsen ist er in Schwarzenbach an der Saale im Fichtelgebirge. Ein Städtchen, das gegen Leerstand kämpft. Auch diese Metzgerei stand 30 Jahre leer, bis sich Stefan mit seiner Frau im Oktober wieder eröffnete. Bewusst nicht modernisiert, nicht umgebaut und nur 4 Tage in der Woche geöffnet. Also wir haben weniger Sortiment, weil wir ja keinen Zukauf haben. Weil wir nur alles selber gemacht haben. Und deswegen haben wir nicht das Sortiment, was die anderen alle haben. Diese großen Metzgereien, das mache ich überhaupt nicht mehr. Und ich hoffe, der lässt es so, weil das langt. Karpfen aus den eigenen 14 Teichen. Deftige Blutwürste. Roter und weißer Pressack. Rindfleischwürste, eine Hofer-Spezialität. Saale-Schinken mit viel Fett und sogar Schweinsohren. Das alles ist hier wieder gefragt. Auch dank Amaya, die Frau von Stefan. Die Fotografin versucht, den Spirit, die Seele der neuen Metzgerei, festzuhalten. Dazu gehören auch die ungewöhnlichen Mitarbeiter, wie zum Beispiel Elvis, der Metzgermeister, der eigentlich bei der Bundeswehr arbeitet und in jeder freien Minute aushilft. Auch die beiden selbst sind besonders. Der Metzger, der gerne Retro-Fleischer-Käppis trägt, und die Künstlerin, die mit ihren Fotos den Instagram-Kanal der Fleischhauerei befüllt. Hier findet man keine wöchentlichen Sonderangebote, sondern Geschichten über ihre Produkte und Porträts über ihre Mitarbeiter. Denn bei Fieders geht es familiär zu. Hierarchie ist nicht erwünscht. Wenn sie nicht gerade ihre 2 Söhne betreut, hilft Amaya überall mit. Putzen, etikettieren, verkaufen im Laden. Die leidenschaftliche Köchin steht hinter den Produkten ihres Mannes. Das ist ein altes Schild, das ist ein altes Schild aus der früheren Metzgerei, die hier früher drin war. Natürlich sind wir so nostalgisch, dass wir es nicht wegschmeißen können. Denn unser Prinzip ist ja eigentlich auch, das Alte wieder ranzubringen, ja, so wie es früher war. Ja. Vielleicht doch irgendwann mal im Laden. Ja. Oder vielleicht machen wir mal ein Schild, das genauso ausschaut wie das mit unseren Preisen drauf. Genau. Dass die Leute es mal durchschauen können. Und dass die Leute auch sehen, dass wir jetzt eigentlich wieder ähnliche, bis sogar eigentlich fast dieselbe Auswahl und Sortiment haben wie die früher. Ne? Wie waren die Preise damals, Stefan? Ja, das war, also man muss ganz ehrlich sagen, ich hab schon mal geschaut, das ist ja dann immer 500 Gramm weise. Also für einen Rinderbraten hast du 6 Mark bezahlt und das war schon recht teuer. Das war ja, glaube ich, so in der Zeit, wo es da für ein Seidel Bier in Wirtschaft 60 Pfennig gezahlt hast. Das sind halt früher mehr so Sachen gegangen wie, ja, ich denke so richtiges Bratenfleisch, so Beinscheiben und solche Sachen.
Und, aber das geht bei uns auch gut. Das geht bei uns auch super. Ne? Also Beinscheiben tatsächlich gehen richtig gut bei uns auch. Und das ist schön auch, dass wir wirklich so viel vom Tier verwerten wie irgendwie möglich. Und aus dem allerletzten Rest machen wir sogar noch eine Hundewurst. Genau. Ja, aber das finde ich total wichtig. Weiter als 10 Kilometer muss Stefan nicht zu den Landwirten fahren, die ihm 4 bis 5 Schweine und ein Rind pro Woche liefern. Heute ist er bei Reinhard Seifert in Förmitz, dessen Rinder im Sommer auf der Weide stehen. Mir geht es einfach um auch den persönlichen Bezug zu den Tieren wieder zu kriegen, um zu sagen, okay, wenn wir das verarbeiten, wie gehe ich mit dem Fleisch dementsprechend um? Ja, wenn ich das alles nicht kenne, wenn ich einfach nur den Rohstoff vor mir liegen habe, dann habe ich doch auch keinen Respekt mehr vor dem, was ich eigentlich tue. Also deswegen, das ist für mich und meinen Kopf wichtig. Und mir ist auch der Kontakt zu den Erzeuger wahnsinnig wichtig. Also als Metzgersicht muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, man sieht ja schon von der Textur von dem Bullen oder von den Ochsen, der hat hinten richtig schöne ausgeformte Schlägel. Ja, da haben wir definitiv auch eine richtig gute Fleischausbeute. Und man merkt aber die Freilandrinder einfach, die haben Muskeln, wenn die genug Auslauf haben. Ja, also das ist garantiert eine hochkarätige Fleischqualität. Lauf, hopp! Für den Ochsen Elmar geht es direkt nach Helmbrechts zu einem kleinen Schlachthof, wo er sofort geschlachtet wird. Manchmal hilft Stefan auch dort vor Ort mit, nur um näher dran zu sein am Fleisch, seinem Rohstoff. Diese Passion für Qualität teilen auch die 3 Metzgermeister, die ihm regelmäßig helfen. Während andere Metzgereien händeringend nach Personal suchen, hat Stefan viele Anfragen. Seine Kühlkammern sind voll, die Waren schnell verkauft. Ein Wunder, wenn man bedenkt, dass in Oberfranken 40% der Metzgereien in den letzten 10 Jahren schließen mussten. Ja, aber die Schweinepreise sind ja auch richtig im Keller unten in Deutschland. Das ist ja auch nicht mehr normal. Ja. Das hören jetzt die Bauern im Endeffekt schon auf, weil sie 30 € pro Schwein drauflegen. Was mir am meisten gefällt, ist halt das Konzept, dass er halt, sag ich mal, die Tiere nur von hier jetzt bezieht und nicht aus zu irgendwelchen Schlachthöfen fährt oder so allgemein, sag ich mal, von der Massentierhaltung weggeht. Und das Konzept einfach, das ist überragend, weil man kauft ja nur die Sachen ein, die man selber braucht. Und es wird jetzt zum Beispiel, wenn jetzt in der Theke irgendwas leer ist, dann kann man zum Kunden sagen, tut mir leid, wir haben nur 3 Schweine die Woche gehabt und leider hat das Tier nur so viele Teilstücke. Wir kaufen die wirklich nur vom Bauer mit richtiger Fettauflage und der Bauch ist auch schön durchwachsen und das wollen auch unsere Kunden, die fragen auch schon danach. Die wollen auch wieder Fett bei euch? Die wollen auch Fett haben, ja. Wenn es zu mager ist, dann fragen sie schon immer, ja, wir möchten lieber was Fettes haben. Und das möchten sie haben, das ist wie früher eigentlich. Die 70er Jahre, sage ich meine Metzgereien. Na, ist heute mal was anderes wieder. Oder wieder zurück. Back to the roots, ne? Zu dem kleinen Metzgerkosmos gehört auch Edith, die Mutter von Stefan, die jeden Tag mithilft. Bis zu 4-mal wöchentlich richtet sie Wurstsalat nach ihrem Rezept her. Ja, am ersten bin ich schon ein wenig erschrocken, das muss ich schon sagen. Ja, es war zwar immer sein Wunsch und sein Traum, er hat immer gesagt, also er möchte mal eine Metzgerei anfangen und ich habe mir gedacht, das kann er nicht sein. Aber ich finde, er hat es ganz gut gemacht. Und er brennt jetzt auch für den Laden und ihm macht Spaß. Ich habe letztens erst einmal gesagt, Stefan, hast du es richtig gemacht? Ich habe alles richtig gemacht, sagt er. Also gut, dann unterstütze ich ihn halt, wo ich ihn unterstützen kann. Eine Arbeitswoche mit 80 Stunden und ein Dienstbeginn um 4 Uhr morgens. Das ist gerade ganz normal für Stefan. Es dreht sich jetzt im Moment erstmal alles nur noch um die Metzgerei. Es dreht sich natürlich, ne, es geht nur noch um Wurst, um Fleisch, um Tiere holen, um Tiere wegschaffen und welcher Bauer und welcher was weiß. Es geht also nur noch um die Metzgerei. Es ist anstrengend, neben ihm zu sein, weil er auch immer wieder neue Ideen und immer noch was dazu und noch was dazu. Aber letztlich bin ich selbst auch so. Ne, letztlich bin ich selber auch so und Stillstand ist nie gesund. Der Bratwurststand an der Saale. Nur am Freitagnachmittag. Ein Renner. Doch Stefans Kopf ist schon weiter. Ein Biergarten, ein Brotzeitstüberl, das wäre was für seine Fleischhauerei. Das hat ja was mit Bodenhaftung auch zu tun. Wenn einer so ein bisschen hoch fliegt und irgendwie gerade, weiß ich nicht, irgendwie einen
unrealistischen Plan hat, dann kommt der andere und sagt, ach, das ist doof, das machen wir nicht. Und dann findet sich da ein gemeinsamer Weg. Doch, das haben wir schon. Hatten wir das schon? Das stimmt, eine Gaststätte wollten wir mal aufmachen. Nee, nicht wir, du. Ah. Du. Genau. Ja. Genau. Ja. Auch wenn Stefan Hunderte von Würsten pro Woche macht, darunter auch die Rindfleischwurst, seine Spezialität, langweilig wird ihm hier nie. Man sieht tatsächlich das Tagwerk. Also so Abend, wenn da meine ganzen Würste im Rauch drin hängen und wenn ich sehe, das Kühlhaus ist leer, wenn wir Rinder zerlegt haben, Schweine, man sieht sofort ein Resultat. Und das befriedigt. Das befriedigt. Wie zufrieden bist du da von der Skala von 1 bis 10? 11. Eine eigene Metzgerei. Mit einer nostalgischen Produktphilosophie und einer familiären Unternehmenskultur. Das hat Stefan seinen Handwerkerstolz als Metzgermeister zurückgegeben.